Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich gerne mit euch ein Päckchen auspacken, das ich bestellt habe. Und zwar sollte das so ein Wasserwärmer sein für Schöppen. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt da drin ist. Schauen wir doch gerne miteinander. Hier jetzt mal eine Bedienungsanleitung. Das lesen wir aber nicht jetzt durch. Vielleicht muss man es auch gar nicht lesen. Dann ist hier das Gerät drin, würde ich sagen. Ja. Dann schauen wir gerade an. Wir schauen, was da sonst noch drin hat. Kartonböckchen. Oh, ein Ladekabel. Ah, das ist ja super. USB-C, gleich wie mein Handy. Das habe ich immer dabei. Und dann hat es hier, oh schön, noch ein flauschiges Säckchen, um da drin zu tun. Ja, super, das ist ja mega praktisch zum Mitnehmen. Ja, tipptopp. Und sonst, ja, jetzt ist die Schachtel leer. Also, dann testen wir das doch gleich. Ich habe hier auch noch so einen Adapter bekommen. Ich habe beim Bestellen angegeben, für was für einen Job ich es verwende. Und dann habe ich eben den Namen angegeben. Und jetzt haben sie mir hier den passenden Adapter mitgeschickt. Genau, dann testen wir da gerne mal testen, ob das funktioniert mit dem Adapter zum draufschrauben. Ja, super. Dann kann man es hier einstellen. Dann steht 40 Grad. Ist es 40 Grad im Shop? Oder was kann man hier einstellen? Es piept und bleibt auf 40 Grad. Mal herausfinden, wie das funktioniert. Ich habe nämlich gemeint, also hier auf der Schachtel vorne steht nämlich 45 Grad. Vielleicht kann man da auch noch anders einstellen. Wir gehen schnell ausprobieren. Oh ja, jetzt steht 37 Grad, also kann man 37 Grad oder 40 Grad einstellen. Jetzt steht 30 Grad, ich glaube jetzt tut es erwärmen auf 37 Grad. Ah ja, 40 Grad oder 45 Grad, genau. Und dann, wenn man wartet, wenn es aufhört zu blinken, tut es sagen, wie viel Grad es hat. Jetzt ist es 36. Ah, jetzt hat es auf 37 Grad erhitzt. Ja, tipptopp. Und dann, da hinten hat es eine Klappe, habe ich gesehen, um das Kabel einzustecken. Dann braucht man da einfach noch einen Adapter. Aber den hat ja jeder daheim, um das aufladen. Das ist tipptopp. Oh, gerade ein bisschen streng, um wieder rauszuziehen. Ja, dann machen wir hier die Klappe drauf. Da ist die Decke zum Transportieren. Dann kann man da alles hier rein tun. Jetzt muss man mich noch wundern, ob jetzt der Adapter für den Shop auch in dem Säckchen Platz hat. Mal schauen. Ja, das Kabel auch noch drin, wenn dann alles zusammen wäre, das wäre ja tipptopp praktisch. Hey ja, tipptopp, passt alles drin. Also dann ist es ja jetzt schon gepackt für die Ferien. Wir gehen nämlich in die Ferien und dann nehme ich das mit und dann tue ich es für euch testen und euch dann Rückmeldung geben. Hallo miteinander, ich bin zurück von den Ferien. Ich konnte das Gerät 3-mal testen. Für mich hat der Akku auch nicht gelangt. Ja, ich hätte es aufladen können, aber
ich habe es nicht für nötig empfunden, weil es einfach für mich überhaupt nicht praktisch war. Und darum habe ich es lieber sein lassen. Als erster Punkt, wieso ich es nicht praktisch finde, ist einfach die Akkulaufzeit von diesen 3 Mal Aufwärmen von einer Schoppe. Finde ich überhaupt nicht passend für so ein Gerät, das bewährt wird, dass man es unterwegs brauchen kann. Weil unterwegs hat man ja auch nicht immer die Möglichkeit, um das Gerät aufzuladen. Und darum finde ich das eigentlich überhaupt nicht praktisch. Ja, als zweiter Punkt habe ich, ihr habt es jetzt auch im Video schon gesehen, es braucht ewig lang, bis da mal das Wasser aufgewärmt ist auf den 37 Grad, noch länger auf den 40 und noch länger auf den 45 Grad. Ja, und das finde ich mega unpraktisch, weil ich persönlich finde, genau diese Situation vom Shoppen machen sollte so möglichst effizient, schnell gemacht werden, weil ich möchte ja möglichst schnell das Bedürfnis von meinem Kind auch stillen. Ja, als dritten Punkt habe ich auch noch, ihr seht es sogar im Video, dort wo man das Gerät wegnimmt, kommt gerade so ein gutes Wasser raus, also es rinnt auch wirklich ein bisschen. Und das finde ich auch mega unpraktisch. Ja, genau. Und dann als vierten Punkt habe ich gerade noch ein bisschen recherchiert und habe es dann auch auf AliExpress gefunden, genau das gleiche Gerät. Ja, für 20 Franken. Und es hat auch noch so einen Milchportionierer, also Schoppenportionierer dabei. Und ich habe dann auch noch mal ein bisschen Packungsbeilagen von dem Gerät angeschaut. Angeschaut, die ich bestellt habe. Und dann habe ich in der Anleitung auch den Shopper-Portionierer gesehen, aber der war bei mir gar nicht dabei gewesen. Und zudem habe ich etwa 110 Franken gezahlt für das Gerät. Und das finde ich einfach, ja, nicht ganz logisch. Und darum, ich empfehle das Gerät eigentlich niemandem, weil ich finde, egal ob man in der Ferien ist, beim Campen oder auch daheim, man ist viel effizienter, wenn man einfach am Morgen eine Pfanne Wasser abtut oder auch mit dem Wasserkocher einfach Wasser aufkocht und das in eine Thermosflasche, also ich habe zum Beispiel die 24 Bottles, dort abfüllt und die Deckel durchschraubt, dann hebt das den ganzen Tag, es ist den ganzen Tag heiß. Und man kann es mit Wasserflaschen, die man kauft, oder auch abgekochtes Wasser, das man abkühlen lässt und in eine Thermosflasche tut, tiptop mischen mit dem 1/3 zu 2/3 Verhältnis. 1/3 heiß, 2/3 kalt und dann stimmt die Temperatur gerade tiptop vom Shoppen. Und das finde ich einfach viel effizienter und viel besser und darum empfehle ich euch das Gerät einfach nicht. In dem Fall, macht's gut und lasst auf meinen Rat. Tschüss miteinander!